Ein Severin, sein Bub, kommt zu ihm auf Besuch und die zwei haben da rechter Gaudi miteinander. Der preußische Kellner hat gesehen, dass sein Bier recht gut ankommt bei den Leuten. Und drum möchte er das jetzt zur Gewerbsmasse herstellen. Er hat sich aber nicht gemerkt, was er da für eine Gewürzkräuter rein da hat. Drum spannt er Kathi und den Lorenz sein Hund ein und die schnuffen das außer. Margot hat für euer Heiligen Striesenbacher und der Uschi, seine preußische Tochter, macht alle hin, weil es meint, dass da ein Diritari drinnen ist, den was krampfen möchte, damit das seiner Freundin ein Handy kaufen kann. Aber der Pfarrer kommt dahinter und verzapft das der Uschi. Und die schenkt nachher der Kleinen ein neues Handy für derer seine Freundin. Der Wickerl möchte eine Geschichte über die Lansinger Hellebarden schreiben. Aber der Rolli mit seiner Hirnwichserei kann ihm da nicht weiterhelfen. Denn sein preußische Gespuse verzapft ihm nachher das, was die Leute wirklich interessiert. Der Pfarrer blockiert einen ganzen Tag lang ein Wirt sein Telefon, also dass keine Tische nicht reserviert werden können. Drum lädt er nachher selber einen Haufen Leute ins Wirtshaus ein, damit dass er das wieder gut macht. Der Rolli versteht etwas falsch und glaubt, dass Tina von Corby angedampft worden ist und sucht schon eine Vertretung dafür. Da ist aber nichts dran und drum ruckt er mit ihr zusammen. Der Tunschei muss 8.000 Euro Steuern nachzahlen und hat aber schon 2.000. Und die verspielt er auch noch, weil er eine Wette aufs Fußballspielen anschließt. Drum lässt er sich mit einem seinigen Spezi auf ein Krummsgeschäft ein, wo es um ein gefälschtes Zeug fürs Auto geht.